So, liebe Leute, grüezi miteinander. Das ist der Kanal von Murat Bozdogan. Ich war schon lange nicht mehr aktiv auf dem Kanal. Ich habe noch einen zweiten Kanal, das wisst ihr, und dort bin ich relativ aktiv. Für den Schweizer Kanal habe ich leider ein bisschen wenig Zeit im Moment. Wieso? Die Saison hat angefangen, Ferienzeit, Urlaubszeit. Meine Kameraden, Türkenkameraden, wollen wissen, wie es aussieht, wegen dem Runterfahren, Runterfliegen und so weiter. Was wollen sie wissen? Sie wollen wissen wegen Corona-Regeln, was braucht es unterwegs, was braucht es an den Grenzen, auf was müssen sie aufpassen. Deswegen bin ich dauernd dort dran, Video hochzuladen, Informationen zu geben. Klar, natürlich, nebenbei habe ich noch ein kleines Hobby. Ich arbeite jeden Tag 8¾ Stunde. Und neben dem habe ich noch ein kleines Gärtchen, wo ich jäten, wo ich schauen sollte. Meine Frau sagt natürlich schon, was ich machen muss, oder? Wie bei anderen Männern. Wir haben schon Hosen an, aber meistens sind es die kurzen und Frauen sagen dann, welche Hosen das wir anlegen sollten. Ja, no, nein, ich wollte jetzt in dem Filmvideo nicht mich da beklagen, vielleicht ein anderes Mal, wenn ihr Zeit habt. Ich bin jetzt in Zürich, habe hier fertig gearbeitet bei meinem Kunden. Ich habe Kohle verdient, für meine Firma, nicht für mich. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen Zürich zeigen. Also ich fahre jetzt nicht einfach sinnlos im Zeug rum. Ich gehe von hier gezielt von A nach B. Also ich gehe richtig heim. Jetzt tue ich die Kamera führen und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen etwas erzählen, da wo ihr hier seht. Das mache ich übrigens auf Türkisch auch. Ich fahre so durch die Schweiz durch. Beim Arbeiten mache ich das. Wenn ich von Kunde zu Kunde fahre, tue ich die Kamera einschalten und dann sage ich auf Türkisch, sage ich, schau, da links wohnt ein Glattbesieg, da rechts wohnt ein Depp, weiter vorne kommt der Double. Nein, sage ich, das mache ich sicher nicht. Nein. Ich sage, links kommt der Double, rechts kommt der Depp. Nein, komm, nein, sage ich. Übrigens, Moment, schaut, das sind alles Häuser, wo ich arbeite. Hier geradeaus in dem Hochhaus haben wir Rauchabzug. Wenn es brennt, dass es im Stegenhaus rauchfrei wird. Das ist mein Job. Und gerade nebendran, der Block hier, sehen Sie es jetzt, Moment, der hier, der links, da innen haben wir auch Rauchabzug. Da komme ich jährlich das System testen. Ich tue es auf und zu machen, schauen, wenn es jetzt brennen wird, geht das auf, geht das zu, schön, giert etwas, hat etwas gelassen, muss ich Schrauben nachziehen. Manchmal es sind nicht nur Menschen, die Schraubenlocker haben, manchmal sind es auch die Systeme, die haben manchmal auch einen Schraubenlocker und dann musst du die Schrauben vielleicht nachziehen, vielleicht musst du die Schrauben rausnehmen, musst eine dickere Schraube rein tun, wie der Menschen manchmal, dort hast du auch Dickköpfe, oder? Dort musst du dann die dickeren Schrauben nehmen, sonst die dünnen Schrauben lottern dann, oder? Nein, heute erzähle ich glaube nur Seich. Also, jetzt gehen wir hier, muss ich Navi einschalten, sonst weiss ich gar nicht wo durch. Aha, hier vorne links, sagt sie. Ich habe hier eine Navigationstante, aber ich habe sie stumm gemacht, weil sie redet mir doch ein bisschen zu viel. Sie redet mir doch ein bisschen zu viel und die habe ich jetzt ein bisschen abgestellt. Da kannst du nicht bei allen, oder? Also Navigation geht, aber Tanten kannst du nicht alle Tanten so abstellen. So, und jetzt der Porsche hat mehr Power als ich, der geht. Macht nichts, wir gehen hinten an. Und dann gehen wir hier nachher auf Autobahn und gehen Richtung Thurgau. Und jetzt wisst ihr schon, woher dass ich gehe. Ich wohne im Thurgau. Es hat Verkehr, wie ihr seht, aber am Morgen hat es noch mehr Verkehr hier. Jetzt ist es eigentlich noch Nachmittag. Ich bin mit der Arbeit fertig und kann hier in Zürich abschliessen und langsam hier rausgehen. Ich schaue immer, dass ich bei Zeiten gehen kann. Ich schaue, dass ich früh anfangen kann
möglichst bevor grosser Verkehr anfängt, komme ich auf Zürich, wenn es mir geht mit den Terminen. Und möglichst bevor der grosse Chaos anfängt, gehe ich am liebsten gerade wieder raus. Und heute ist Freitag, denkt daran, am Freitag fängt der Chaos eine Stunde früher an, weil die meisten gehen eine Stunde früher heim. Aber seit längerem Zeit ist es so, am Freitag fahrst du am Morgen gut auf Zürich, weil es hat weniger Verkehr. Die meisten haben dann frei oder machen Homeoffice. Es hat sich so eingependelt. Das kann ich jetzt wirklich ohne Information geben. Das stimmt. Aber am Abend, hört, ab der 4 ist Chaos. Dann stehen sie hier schon. Das ist jetzt kein Witz, hier stehen sie. Hier auf der Autobahn ist dann ein Auto nach dem anderen. Da fahrst du dann in der Kolonne so mit 40, 30, dann stehst du wieder und dann schön langsam. Und wenn dort vorne die Leute nicht aufpassen, dann fahren sie ineinander rein. Weil der eine schreibt ja die Freundin, du Schätzli, ich komme jetzt heim. Du fängst Salat rüsten und so, schaut aufs Handy und sieht vor das Handy nicht und dann ja, fährt er ins andere ein, also das andere Handy, oder? Wenn du schaust ins Handy, siehst du das Handy nicht, oder? Ja, und mein Job ist eigentlich noch viel Autofahren. Das musst du gerne machen. Wenn du nicht gerne Auto fährst, dann bist du bei uns an der falschen Adresse. Das musst du einfach gerne machen. Immer schön blinken, wenn die Spur wechselst. Jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, ich tue ein bisschen Thurgauer, Aargauer, Zürcherdeutsch, alles ein bisschen mischen. Da kann ich auch nichts dafür. Ich bin im Aargau aufgewachsen, im Thurgau lebe ich, in Zürich arbeite ich, manchmal gehe ich auch auf Bern. Aber dort wenn du in Bern bist, musst du eigentlich nicht gross pressieren. Weil in Bern geht alles viel langsamer. Hey, gestern habe ich einen Witz gehört. Wie macht ein Berner Selbstmord? Also, ein erwachsener Mann will sich umbringen, der tut ein Seil um den Hals binden, lang genug, steht da, tut gerade nebendran ein Bäumchen pflanzen, das nur 30 cm groß ist, tut das Seil um das kleine Bäumchen herum anbinden und steht nebendran und tut mit den Giesskännchen immer ein bisschen Wasser geben und wartet, bis der Baum gewachsen ist und er sich dann irgendwann einmal erhängt. Also so tut sich Berner umbringen. Weil die haben eh nicht so präsent im Leben. Gut, in Bern habe ich also gerne gearbeitet. Ja. Wenn du im Restaurant warst, ist jetzt geheißen, hey der grosse Hunger oder hey der kleine Hunger. Und wenn du gesagt hast, grosser Hunger, dann hast du eine rechte Portion bekommen, oder? Wir haben immer gesagt, grosser Hunger, wir haben nie einen kleinen Hunger gehabt. Ja, so läuft es bei mir so im Moment. Ja. Wie viele Minuten haben wir jetzt? Ich muss auf die Tour schauen. Weil wenn ich Videos zu lang mache, ist das nicht gut, haben die Leute nicht gern. Zu kurz ist nicht gut, zu lang ist nicht gut. Du musst einfach in die Mitte brechen, oder? Das ist überall so. Zu lang ist nicht gut, zu kurz ist nicht gut. Ja, du musst einfach wissen, wie es geht. Also, du musst wissen, wie lange das musst machen. Video. Und wie ihr gemerkt habt, ich tue wirklich vorbildlich Auto fahren. Ich tue mich auch gerne selber rühmen, weil sonst rühmt mich auch niemand. Weil mein Chef hat das Gefühl, wenn er mich rühmt, hat das Gefühl, er muss mir mehr Lohn geben. Ich habe ihm jetzt gesagt, komm, lass es sein, musst mir auch nicht mehr Lohn geben, lass mich einfach in Ruhe, noch 10 Jahre und dann haben wir es gesehen. Nein, sage ich, wir haben es gut miteinander. Und dann gehe ich immer so rechts, oder vorbildlich, nicht einfach auf der Autobahn Spur besetzen. Es kann ja sein, dass ein Polizeiauto von hinten schnell kommt, dann soll, oder irgendein Ferrari-Fahrer, die können natürlich hier rasen, es ist mir weh, ich soll machen, was er will. Ich schaue für mich.
So sieht das aus in den Schweizer. Für die Schweizer, die es nicht wissen, die noch nie hier durchgefahren sind. Ich weiss schon nicht, vielleicht schaut gerade ein Berner zu. Und wenn es ein bisschen schnell gegangen ist für Berner, ihr könnt ja zwischendurch eine Pause drücken, nachstudieren und dann weiterfahren. Also, wenn es schnell geht, oder? Wir fahren jetzt 100, 110. 120 wäre erlaubt, aber so habe ich immer ein bisschen Bonus. Hey, jetzt habe ich einen Durst bekommen. Hey. Übrigens, morgen ist Samstag, darum bin ich so gut aufgelegt. Übermorgen ist Pfingstsonntag, nachher ist Pfingstmittwoch. Hey, an den Pfingsten geht es am ringsten. An den Pfingsten, ja. Ja, da kommt mir etwas in den Sinn, aber da will ich jetzt hier nicht unbedingt sagen, weil es geht wirklich am ringsten, an den Pfingsten. Es ist mir im privaten Leben etwas passiert. Ja gut, einen kleinen Tipp gebe ich mit der Ex-Frau. Ist etwas passiert, da geht es wirklich am ringsten, an den Pfingsten. Ja, haben wir uns getrennt. Gut, jetzt habe ich es gesagt, aber behaltet es für euch. Es ist noch ziemlich geheim. Es wissen noch nicht so viele Leute. Nur die hier drinnen, mehr wissen es nicht. Ja, manchmal gibt es da, man trennt sich, man kommt zusammen. Ja, bei der heutigen Zeit tut man am Morgen schon heiraten, dass man am Nachmittag die Scheidung einreichen kann. Das ist, heute geht alles viel schneller mit dem Internet, oder? Wie viele Minuten haben wir? Ich sehe es nicht. 11, 12 Minuten. Ja, jetzt müssen wir schon langsam wieder hier Schluss machen. Weil, wenn ich es lang mache, wird es nicht geschaut. Das geht den Leuten heute viel zu lang. Weil sie müssen das können, in der Mittagspause davor und nach dem Essen schnell können schauen. Und wenn sie da nicht können, machen sie es nicht. Darum sage ich hier Schluss für heute. Heute ist nicht alle Tage. Morgen komme ich wieder, keine Frage. Macht's gut. Tschüss zusammen. Vorrat.